Ik wil vragen dat je waren opstaan voor het woord Gottes lezen. In Offenbarung kapitel 19, dat hebben we nu jeder zondag gelezen, wat we aan de Thema denken. Dat zegt es dit. En ik hoorde eine stem, zoals van vele tegelijk schreien, en zoals van een groot ruisend water, en gewaltige gewitterslee, die zeiden, Halleluja, wils de almachtige God en haar heeft het recht aangenomen. Dan willen we ons nu vrij en vrouw zijn en aan de eer geven, wils voor het lam als de tijd komt Kjast te merken, en zijn bruid heeft zich daartoe gemerkt. En wordt het gegeven, zich een fijne reine lien zich te kleiden, dat dieren lien zich staat voor de heilige en gerechte woorden. En de engel zei te mij, schreef, seilig zijn die tot het lam zijn Kjastmaal aangeloot zijn. En hij zei te mij, dit zijn waarhaftig God zijn woorden. Ik wil vandaag nog een afschnitt lezen in 1. Thessalonicher kapitel 4. Da sagt es dit, Brüder, wir wollen je nicht im Anklagen lassen über die al gestorben sind, dass je nicht trüren brauchen sollst die keine Hoffnung haben. Wir zwangen wir glauben, dass Jesus gestorben und vom Tod abgestanden ist, wird Gott durch den Herrn Jesus und mit einem Taubok die nur sich nehmen, die al angeschlagen sind. Dit zei we met Jezus zijn ene weer, dat wie die door leven en blijven bij de haar waarheid komt, worden die niet voorop komen, die al aangesloten zijn. De haar wordt zelfs van hemel raufkomen en luid zijn wat passieren zal. De hoogste engel wordt roepen en God zijn persoon wordt gebloest worden. Dan worden die im Glauben an Christus seilig gestorben zijn, te eerst opstaan. Dan worden wie, die we leven en gebleven zijn, tegelijk met hem op de wereld metgenomen worden en aan zijn Herrn begenen en dan waar we immer bij hem zijn. Met deze woord troostend ondereinander. Ons himmlische Vater, dankzij voor de Kjast. Dankzij dat du ons geraad hast. En dat we deze hoop hebben, dat we kunnen bij die zijn. En dat du kannst ons holen. In Jezus zijn naam. Amen. Die kennen doorzaten. Een van de dromen, een droom wat we mensen hebben, dat is dat we willen leven hebben. We willen we empfangen, wat ons wordt leven. We willen we empfangen, te bevrijen, te een familie gründen, te een nieuw heim gründen. We willen een persoon hebben met wem we door het leven kunnen gaan. En zo dat is de droom van ons mensen. Gisteren hadden we hier wat Kjast. En we gaan nog meer Kjasten komen. En zo ik dacht van de also dat Thema past je nu aan, want we gaan allemaal een Kjast. Ik weet niet hoe man dat. Maar Kjast, ja, schijn. En niet bloß als dat ons mensen droom van een Kjast zijn, van we empfangen, zum Gott zijn, maar dat is God zijn droom. God zijn droom is dat hij wil met die top zijn. Du warst am leven, ik was am leven, hij leeft ons en we waren voor immer top zijn. En zo in deze versen wat ik las, daar handelt zich dat om de Kjast. En we hebben daarvan geredet in deze boodschappen dat 2000 jaar terug, dan kwam de jonge man naar de bruid huis. En daar werd een bund gemerkt. En hij told den bruidprijs. En ze dronken wien. En zo hij vertreden voor zijn huis. En schickt den Heilige Geist en de bruid halt maar uit worden voor de Kjast. Maar nu komt de dag, nu is het tijd voor de Kjast. En zo we leren naar Jezus, hij wordt terugkomen. En zo we hebben deze versen gelezen, hier durch jede boodschap. En daar waren we een beetje dichterbij naar checken. En het eerste zei we dat was een halleluja im Himmel. Maar wie kunnen zeggen halleluja voor de Kjast? Nou, ik heb je al een paar Mal gezegd dat de Himmel als een Lüde steht. De Himmel is niet zoals vielleicht wie gewohnt sind, wenn als wir abpassen, dann an die Kirchen, du musst still sein, du musst nicht werden verteilt oder werden gelacht, vielleicht kommen im Bett von so einem Hintergrund. Aber so ist der Himmel nicht. Wir sagen einmal, dass wir Mennoniten, wir waren an der eine Stube am Himmel, wenn wir sind still, wir waren bloß satten horchen, weil die anderen schrien und Gott loben. Aber ich war da nicht sein, wenn jeder war sein, dann sieht du. Aber ich war an der anderen Stube sein. Aber weet je, der Himmel ist nicht still. Sagst es dit, in Offenbarung 19 sagt. En ik hoorde eine stem zoals van vele tegelijk schreien. Maar wie schreien niet zo leicht in de kerk, dat we?
Aber im Himmel, du hast eine Sterne, du sind viele Sterne, die schrien. Und auch so, und so was von einem großen, Rüsen, wo der Basmol und mehr war, vielleicht wo eine Steinerwand ist, oder das ist eine Boy, und das ist windig, und die Wahlen, die jelen immer so an, dass der Rüs stach nach. Und das hielt never ab. Und so dat Rüs und de Wutter, en je wollt je wetterschlee. Hast mal wo je zitten en je dank, maar eenmaal deewert dit, dan haft het eischlee wo dich bij, maar du fällst van stil drauf, en dat je het luid, nicht? En so der Himmel ist nicht still. En so diese Seden, Halleluja. Ich würde leichen von dir, wenn wir können alle taub sein, Halleluja, zu Dee Kjast. Ja, wieder taub sein? Wollen wir mal versuchen? Halleluja, zu Dee Kjast. Hier sich nicht nur je Wetter. Halleluja, zu Dee Kjast. Noch einmal. Halleluja, zu Dee Kjast. Ja, klein bisschen Eiven, weißt du, dort wo wir schrien. Und wir würden sagen, Halleluja, zu Dee Kjast. Aber der Himmel ist nicht eine Stelle steht. Johannes sagt es steht in Kapitel 5, Offenbarung 5. Dann checkt ich und hier an den Thron und die Feuertieren und die Ältesten eine Stamm von 10.000 mal 10.000 und Tausende mal 1000 Engel. Die singen mit luider Stamm. Dat Lamm, dat doodgemerkt wie als dat wird, Kraft en Reichtum en Weisheit en Gewalt en Eer te nemen en geloofd en gedankt te worden. En weet je, onze Leute, die als dat wird, gedankt te worden. Onze Leute als dat wird, dat wir schrien Halleluja für die Kjast, nicht? Halleluja für unsere Erlösung, wenn die Kjastdag ist gekommen. Und so die Brut hat sich gerade gemerkt. Und wir wollen auf die Kjast sein. Wir werden nicht krank, wenn Jesus zurückkommt. Aber wir glauben, der Zeit ist nicht bei. Wenn wir in der Welt anchecken, die Dinge, die passieren, dann sieht uns so, durch uns, was die Schrift sagt, das ist nicht bei. In Kapitel 7, Offenbarung sagt es, aus das eben wir, sag ich von allen Rassen und Volksstamm, Sprachen und Menschen. Und weißt du, so wie manch. Na, wir sind vielleicht ein bisschen so, dass wir sind immer an uns nicht falsch, ein bisschen so, und wir haben unsere Kirche ist in eine Sprache, und wir bleiben uns Europa als plottische Menschen zu reden mit dem Evangelium. Aber dort im Himmel, von allen Rassen, schwarz und weiß und gelb, brün, und Volksstammen, Sprachen und Menschen, eine Herr, die keiner taugen kann, für den Thron, die das Lamm in witte Kleider, morgen dort, das sehen in Offenbarung 19, Antwort nie Kleider gibt. Und hier sitzt Johannes, und er sagt, die stehen in witte Kleider mit Palmaster in den Hängen. Und die schrien mit luider Stimme. Die schrien mit luider Stimme. Und weißt du, der Himmel ist nicht still. Die schrien mit luider Stimme. Unsere Radung kommt von uns Gott, der auf den Thron sitzt und von das Lamm. Na weißt du, wir haben ein bisschen so eine Linie gehört, man uns Volk in Hand. Von der noch, was er sagt, die kostet nicht weiten, aus der Ratpass. Na, ich habe da gesagt, und das hört sich einfach weiter, aber die Linie, die kommt von Teufel selbst. Because er will nicht haben, dass wir das klar haben und dass wir das gerat sind. Aber weißt du, unsere Radung kommt von uns Gott, nicht von uns selbst. Ich sage immer wieder, dass das Leben kommt von Gott. Und dann muss ich klar halten, das Leben kommt von Gott. Das kommt nicht durch unsere Worte, oder das wie Zeug tun, oder die Dinge kriegst du es wieder haben, oder wo uns das von Bieten sind. Das kommt von uns Gott. Und so diese große Schwur Menschen im Himmel, was nicht zu teilen hat von allen Sprachen und allen Menschen in der Welt, die sagen, unsere Radung kommt von Gott. Amen. Und da müssen wir klar haben, unsere Radung kommt von Gott und nicht von uns selbst. Und so, das geht Lüd im Himmel. So, Halleluja im Himmel. Und der nächste sagt er, das Dreck ist genommen. Er hat das Dreck angenommen und sagt, wie der allmächtige Gott und Herr hat das Dreck angenommen. Na, ich habe gesagt, dass Jesus seine Jünger und die Juden zu der Zeit, sie lüden nun irdische Dreck. Sie lüden nicht nun himmlische Dreck. Das können sie nicht mal verstehen. Sie wollen in Jerusalem, soll Jesus regieren. Und sie würden seine höchste Männer sein, dort wie Ziel. Und so, nun sagt der Herr, der Dreck angenommen. Von der leben wir in einer Welt, wo der Teufel regiert und alle beide Dinge passieren. Aber das wird sich ändern. Und so, wenn Jesus zurückkommt, dann stellt seinen Dreck ab. Und ich habe so Glauben, dass er wird für 1000 Jahre auf diese Erde regieren. Und sein Thron wird in Jerusalem sein. Mir denkt nach, ich war in Jerusalem wir in some Jahren 3. Und dort wir in Jahren Abend, dann fuhren wir in Jerusalem an, zum ersten Mal in meinem Leben. Und dann stellten sie da ein Leid an, eine Bas, das Leid, das Song von Jerusalem.
En dat weer een zeer emotionale tijd voor mij. Met mij rolde troon om te denken dat ik had het verrecht moet Jeruzalem zijn. Wenn de ganze Bibel, Gott zijn plan dreht zich om Jeruzalem. En zo, ik geloof, de tijd komt. En wanneer we hier in Offenbarung 20 wieder lesen, dan zegt hij dat de 1000 jaar schrik komt. En Jezus komt erop en de vriend wordt gebogen. En hij stelt zijn rek op. En ik ga zo geloven dat Jezus wordt van Jeruzalem regieren. En zo, dat wordt een wonderbare tijd zijn. Aber hij zegt, hij heeft dat rek aangenomen. En weet je, de Kjast ook als je komt, dat Kjast moet is eeuwig. En nu komt Jezus zijn nieuwe heimat opstellen. En zijn nieuwe heim gründen, zo te zijn. Zoals we doen, wanneer we ons bevrijen. En zo dat rek is aangenomen, en dan zegt hij, vrede op Kjast. Nou, wir freuen uns gewöhnlich, wenn wir Kjasten. Aber sagt es dit, dann will wir uns nu freuen und froh sein und an die ihr geben, wie uns für das Lohn als Tietje kommt, Kjast zu merken. Und seine Brut hat sich dort gemerkt. Ich habe ja Kjasten gedaan in mein Leben. Und das ist immer interessant, den jungen Mann zu beobachten. Und weet je, dann sieht seine Brut zum ersten Mal ankommen. Und der kijkt freundlich von einem über das andere. Wenn so was schmeckt, darf noch nicht sein. Und so, der weet meest niet waar soll atmen. Weet je, die flattert ganz und der wordt rood en wit en zwart. Nee, nicht zwart, aber weet je, dat is een beetje een abgereide tijd. Aber das ist eine Frauentijd en die kijkt freundlich. Gestern hadden we Kjast en die bedienen, die kijkt freundlich. Like, nu endlich weer wat hier. En zo, dat is vrouw. De Kjast is vrouw. Viele Menschen gruwelen sich voor de Kjast. Menschen is Angst, Jezus te begegnen. Aber wir zerbrücken nicht sein. Wann wir Jesus kennen. Wir wollen da noch mit wieder von reden. Stell dir mal vor, dass die sind zusammen da mit ihrer Familie. Und die sind gläubig. Und einmal wo je an, dass irgendwas geht ein bisschen fern, das fällt sich so leicht in einen Augenblick, bis wo wir wollten. In einen Augenblick sitzt du Jesus. In einen Augenblick sitzt du am Kommen mit deinem Tod, was all gestorben sind. Wenn er sagt, dass die, was gestorben sind, die kommen an Toten, die worden en nie een Arbeit kriegen. En dat passiert al aan een ogenblik. Ik denk aan je mal even. En ik dacht, dat is werk besonders even, als ik aan deze boodschap schaft. Wanneer we taub zijn als familie. En onze schwerdag dat doen, en de kinderen. En we zaten am Daschen, dat is immer een lager stil. Dat voelt ik immer aanvoerig. Dat voelt ik immer, en dat brengt verschillende dingen met zich im leven. En dan, wanneer we er waren zaten. En maar eenmaal hastig wat zagen we in de lof. En we waren niet bloß Jezus bejenen, maar we waren Steve bejenen, met niet het harpen. Mens, ik wil eigenlijk zeggen, halleluja te de Kjast, niet? En zo, een andere schrijver wat ik schrijf, wat ik las, hij schrijft van airplane trains. Some van jullie hebben vielleicht mal met een jet gevlogen en je bent in de airport en dat is alle druk en dan van een steen naar andere komt meest niet rijden, maar naar de security en verschillende dingen zijn door. Van de eerste dag nog dat, het meest wat van je gezegd bij de COVID-test en zo verschillende dingen moeten zijn en dan, maar schließlich zei je op een airplane en dan vliegt je op en je moet er wolken vliegen en dat stuk en dat. Zij mal am airplane gewas van der nur am doel tagt en die Pflichten, das sind noch viele Pflichten, die weiß nicht, ob die waren anbleiben oder nicht. Aber bei einmal hastig, dann hilft die uit de Walten gerührt. Und das ist ganz still. Du hast vielleicht einen Köpfel Kaffee für die du auf den kleinen Dashstunde satt. Und du kannst es nicht sein, da dreht. So still. Und boven die, als der Himmel so bleibt, als du den Himmel gesehen hast, und unter die sind die Wolken so witte Waldein. Und das ist ganz still. En hij zei, zo wordt het zijn, wenn Jesus terugkomt. Dat is ieders voll Trouble. En hier blitzt het en hier storven de mensen. Gestern schreef Norrecht dat mijn jongste broeder zijn 19 jaar zo jong starf gestern zo. En zo verschillende dingen jaftet en mensen storven. En dat is krank, Jana storft. Verschillende dingen hebben je hier nu waren de laatste paar weken. Maar weet je wat, bij eenmaal aan een ogenblik, dan zijn we uit de Trouble uitgehoven en de Himmel is blijven. Jezus is door en die leuwe persoon is door wat gestorven is. En dat is 100% friedlich. Wow. Daar waar we zijn. En zo dat is vrede voor het Kjast. We kregen deze week kleine video van onze vriend. En op den video, dat we in de vroeg wat reden. En zij reden van zoals ik niemand really ongedacht had.
Aber sie sehen, dass sie wieder gläubig in ihr Heim. Und sie wollen ihr Heim reinhaben und besorgt. Wenn man sicher schwach wird, dann wird jemand dort heimfehlen. Und da wird jemand sich vielleicht wel ein bisschen verkrüpen. Denk mal an, wenn ein großer Prozent Menschen von dieser Welt bei einmal ein Augenblick wach sind. Das ja viel verschiedene Dinge, die das mit sich bringen. Du jagst weg links im Korridor, 120 Meilen Stunde, so ist die dann mit, nee. Aber anyway, beter stark, und bei uns ist kein Fahrer mehr an das fertig. Und über die ganze Welt ist das. Und dann wird der Teufel mit seiner Person überhand nehmen, diese Welt. Und so da wird Menschen, die an dein Haus fehlen. Hast du mal gedacht, was mit deinem Haus wird werden? Und die weiß sind als Familie, die sind alle gläubig. Wir haben Freunde, die haben Stuhl, und sie sind alle gläubig. Und deswegen reden wir mit ihnen. Ich sehe, was, like, bei einmal hastig steht den Stuhl hier voll Groceries, aber es ist keine zum Bedienen. Und so, ich kann nicht denken, was so viele wie doch. Ich weiß, gleich korrekt wird alle was sein. Aber das ist interessant, was ich von uns denken. Aber denk daran, wo du schrecklich verschossen und die nie het Haus bist und so weiter, und das ist fein. Das jetzt scheint in dieser Welt, aber bei einmal hastig steht das ladig. Der Fridge voll eten, hast vielleicht gerade fein Steak gebaut oder was immer. Das ist für was das abhört. Vielleicht wird das wem das an das Haus fehlen, oder an die Groceries, was da sind, oder verschiedene Dinge. Und so, da wird ein interessanter Weg von uns denken. So, das Fried ab die Chas. Gekleid für die Chas. Wir fangen hier, dass das in our Wort dort gegeven sich in feines, reines Lehnzeug zu kleiden. Ich habe vorhin gesagt, dass wenn wir vor Gott stehen, dann brauchen wir eine Gerechtigkeit, was für Gott jährlich ist. Nicht eine Gerechtigkeit, was für mich jährlich ist, oder für einen anderen Prediger, oder die Älteren, oder die Volk, oder was immer. Aber eine Gerechtigkeit, was für Gott jährlich ist. Wisst ihr, was das hier sagt? Die Brut wird dort gegeben. Morgen den Satz. Die Brut wird dort gegeben, sich in reines Lehnzeug zu kleiden. In Johannes, in Offenbarung Kapitel 7, da seht ihr, wir in witte Kleider gekleidet. Und weil ihr dort ein Teken von, dass die Worte eine Gerechtigkeit gegeben dazu, was für Gott wird jährlich sein. Aber wir wissen alle, dass wir sind nicht vollkommene Menschen. Aber wenn wir an Jesus glauben, uns sind die Sünden vergeben, und dann haben wir nie Kleider. Und so wir sind angeladen zu der Chas. Und so wir sind gekleidet für die Chas. Und wir sind angeladen für das Chasmahl. Und so die Frau ist, wir können vielleicht sagen, das ist eine $1-Million-Frau, bist du angeladen. Und der Engel sagt zu mir, schrieb, seilig sind die zu das Lamm sein Chasmahl angeladen sind. Und das ist die Frau. Und das wurde sich alle andreht, als wir angeladen sind für die Chas. Und welche Paulus, er schrift in Thessalonik, wo ich los, und er schrift dort ohne Zweifel, dass der Thessalonische Kirche was zu sein. Aber er sagte ein Satz, was ich will wiesen. Und das ist der Schlüssel für das ganze Ding. Erstens, er nannt ihn Brüder. Und so sind wir gläubig. Aber dann sagt er, dann waren die im Glauben an Christus seilig gestorben sind. Die im Glauben an Christus. Und so, hier ist die Frau, bist du gläubig an Christus. Weißt du, das ist der Schlüssel. Und dann sagt er das, dann wo wir leben. Aber das jede Part habe ich hineingesagt, dann wo wir im Glauben an Christus leben. Aber weißt du, die Bibel sagt ja nicht das und was. Aber das ist mit angedacht. Wenn das ja tut mit was er vorher sieht. Die, die im Glauben an Christus gestorben sind, und die, die im Glauben an Christus leben, die sind alle angeladen zu der Chas. Und die waren alle in einem Augenblick, wo wir warten sind. Und wir wollen Jesus begegnen. Wir wollen unser Leben begegnen. Wir wollen immer bei ihm sein. Wir sind angeladen zu der Chasmahl. Ich will noch einmal, was wir wollen eten. Hast du mal weiter? Da soll ja keiner sterben, so was dann Fleisch sein. Wir können alle verschiedene Dinge an sich denken, nicht? Und wir wissen nicht gleich, aber einiges klar, die Bibel redet von ein Chasmahl. Jesus eit nur seine Auferstehung. Er will mit seinen Jüngern taub. Und er sagt, hey, wir wollen mal Fisch eten. Sie werden da am Lake in Samaris, er hat Fisch. Ich weiß nicht, ob sie Fisch eten für Frühstück, aber sie eiten. Und so sie eiten taub. Und Jesus wie anders. Aber was immer das wird sein, aber die, die gläubig sind in Christus, die sind angeladen zu der Chas. Und so, wenn du gläubig bist an Jesus, dann bist du angeladen.
Und dann sagt er, das mit dieser wird tröstend untereinander. Wo wirst du die trösten, wenn du nicht weißt, was du gerade bist? Wenn du nicht weißt, was du sein oder nicht. Und wenn du ihnen sagst, dass die Lehre, von der wir weiten können, dass wir Leute sind, ist hoch wichtig. Tindert du wirst die Freien kennen, zu Dee Kjast. Wenn du nicht weißt, dass du gerade bist, du weißt, dass du Jesus Chance, wo wirst du die Freien? Und wenn ihr auch glaubt, dass die Kirche wird hier wahrgenommen, aber die wird nicht gläubig sind, worden hier bleiben, wenn es nach Himmel 7 Jahre, und das ist eine schreckliche Zeit. Du wirst da nicht hier sein. Wir würden da lang von reden. Aber er sagt, tröstend und mit das. In Johannes 4,24 sagt Jesus, ich sage euch die Wahrheit. Ich sage euch die Wahrheit. Das ist, was Gott sagt. Das ist seine Wahrheit. Was immer Menschen sagen, was immer wir glauben, was immer der Prediger sagt, das ist Nebensache. Aber ich sage euch die Wahrheit. Was ist die Wahrheit, du Hänger? Was ist die Wahrheit? Was sagt er? Er sagt es das, wer mein Wort hört, und das ist, was die von dir tun, das ist, was die tun, wenn die die Bibel lesen. Ich habe mal, was er sagt, dass wir in uns Land, wo wir von dir leben, und die Menschen, wo wir sind, du hast keine Utred unter Sohn, wohin du nicht Jesus kannst. Du kannst dort lesen und Feuer sprechen und verstehen. Du kannst die Bibel checken, wieder trockenladen. Du kannst die downloaden und die Dinge nennen, so viel als du weißt. Wenn du nicht Jesus kannst, das deine Vielheit, und das nicht. Wenn wir kann, die Schrift, wir können lesen, und so ich sage, wenn wir sein Wort hört, und das, was wir tun, in dem glaubt, den mir geschickt hat das ewige Leben. Er sagt, ich sage euch die Wahrheit. Wenn du hörst und glaubst, dann hast du das ewige Leben. Dort handelt es sich nicht um, wenn das danach wird so sein, aber wenn du deine Endjes alle nur hast, wenn du das Wort hörst und das glaubst. Wenn du an Jesus glaubst, dann hast du das ewige Leben. Nicht wen wer du bist, aber wen wer Jesus ist. Dort wird sich nicht um deine Gerechtigkeit handeln, aber um seine. Du sagt, das antwortet, gejäft, sich zu kleiden mit reinen Kleidern, aus dem Teken von ihrer guten Worten. Und so Jesus sagt, die Wahrheit, du kannst dort weiten, dass du das ewige Leben hast. Das ist so geschrieben, dass das ist nu von dir so. Du hast die 10 Peso in der Fub. Die sind hier. Das ist nu Wahrheit. Aber ich will besonders betonen, dass das, was Jesus sagt, und er sagt, das ist die Wahrheit. Da handelt es sich nicht um, was ich sage. Die kann, was ich sage, ganz zu sich schmieden. Aber schmied das nicht zu sich, was er sagt. Und dann sagt er, die kommt nicht in das Gerecht. Na, weet je, das ist interessant. Dass du bist, wenn du an Jesus glaubst, dann bist du das Gerecht in den Stich gegangen, wo du wird entscheiden, ob du selig wirst oder nicht. Das Gerecht ist dann vorbei. Wenn du an Jesus glaubst, dann bist du angenommen, du bist ein Kind, du bist eingeladen zu Kjast und du kommst nicht in das Gerecht. Na, ich glaube, wir waren noch vor Jesus kommen für unsere Belohnung. Wenn dort merkt ein Unterschied, wo du lebst, ob dein Glauben lebt oder nicht, merkt ein Unterschied. Aber dort Gerecht hat nicht zu tun mit Seligkeit, das hat zu tun mit Belohnung. Und dann sagt er, aber von Tod zum Leben gekommen. Und so die Bibel braucht das Beispiel, dass wir sind von Tod zum Leben gekommen in Christus. Und so wenn du mich hörst von dir, und wie immer du bist, vielleicht bist du weit offen hier, aber du hast es nicht klar, dass du Jesus kannst, dann würde ich Jesus von dir annehmen. Und wenn hier wäre ein Gebiet ist, du kannst nicht mit Überzeugung sagen, dass ich habe Jesus, dann würde ich nicht noch einen Tag sehen. Wenn wir sind eine Minute, wird es sich anders fallen, um einmal selber Buber wollten. Und dann wollen wir Jesus begegnen. In Römer 10 sagt es, wenn du mit den Mühl Jesus als Herrn bekennst, wenn du mit den Mühl kannst sagen, Jesus ist mein Herr, Jesus ist mein Erlöser, und glaubst, dass Gott ihn von dort abgeweicht hat. Und so wenn du mit den Mühl Jesus als Herr bekennst, du glaubst in den Hort, dann wirst du selig. Das sage ich nicht, vielleicht wirst du dann, aber wenn du noch 10 andere Dinge auch erreicht hast, dann wirst du selig werden. Wenn du mit den Mühl bekennst und du glaubst in den Hort, dass Jesus von dort abgestanden, dann hast du das Leben. Er sagt wieder, wer vom Horten bleibt, wird gerat. Und wer mit dem Müll bekannt, wird selig. Und dann sagt er, der Schrift sagt, das war der Kreuz, wenn Jesus sagt, ich sei in der Wahrheit. Das ist, was Gott sagt. Wer immer an mich glaubt, wird nicht zerschonen werden. Und welche Menschen, das haben immer Angst, dass wenn wir vor Jesus kommen, dann wird ich dort zerschonen werden.
Vielleicht wird er was von mir weiten, was ich nicht bekannt habe. Vielleicht weiß er einen Sinn, wo ich nicht an gedacht habe, ich würde zerschonen werden, ich würde verloren gehen. Weißt du, Schwester, du hast nichts sonst dort. Wenn du Jesus kennt, dann hast du sie ganz hereingemerkt. Und wenn die eine Lösung zu tun hast mit deiner Bekennung, dann darfst du besser jeder kleine Ding an denken. Aber das kostet euch. Und so, wenn du an Jesus lässt, dann hast du deine Sied reingemerkt. Jesus hat deine Sinn alle betont. Und du wirst nicht vor Gott stehen und zerschonen worden. Weißt du, er sagt, wenn die Schrift sagt, wie immer und am geläuft, wird nicht zerschonen worden. Und so die Frau erst glaubst du an Jesus. Glaubst du, das heißt für die gestorben. Und wenn du dort glaubst, dann kann ich dir von dir sagen, dass deine Sünden sind alle vergeben. Even da wird du noch in der Zukunft vorstellen. Und ich weiß, das ist ein Berufsding zu sein, aber die Schrift lehrt, dass in Christus sind deine Sünden vergeben. In Christus hast du kein so ein Ding, als dass Gott something whatever dealt kriegen, wo du nicht an gedacht hast und du wirst zerschonen worden. Du hast nichts dort. Er hat an alles gedacht, was du nicht mal das. Und er hat das alle vergeben. Weißt du, Lied, Jesus starb für das rein alle. Na, ich glaube an, dass wenn ich weiß, ich habe ihm Arsch getan oder so eine Dinge, das viel mal halt recht zu mir. Aber meine Erlösung hängt doch nicht von auf. Aber das ist danach ein guter Ding wegen Verhältnisse. Aber das sind some Dinge, wo du nicht an denkst. Du hast some Dinge gesagt, über mich, wo du nicht an denkst. Vielleicht nicht gerade über mich, aber über jemanden. Und weißt du Gott, Jesus hat alle wahrgenommen. Du wirst nicht vor Gott stehen und antworten, dass du es, wenn es Sinn nicht vergeben, du wirst schon worden. Nehmt das und Jesus sagt, ich sage in der Wahrheit. Es läuft an mich. Na, wie wollen wir reden? Ich will Ihnen 5 Bilder oder 5 Dinge wiesen, wo die Schrift redet von der Entrückung. Weißt du, wie glauben, dass wir als Kirche, wie wir wahrgenommen worden, eine Umlage. Aber das sind 5 Bilder, wenigstens. Das sind ein paar mehr, aber der andere, die Leute, die bitten über 4 Stück wiesen, wo uns Bild wies. Das erste ist Einach. In 1. Mose 4,24. Einach lebt in Gemeinschaft mit Gott und dann verschwand er. Und Gott hat ihn wahrgenommen. Einmal habe ich gedacht, wie lange sie noch am sagten? Großpapa, wie bei einmal war ich. Wo ist der geblieben? I don't know, die Bibel sagt uns nicht viel von dort. Aber bloß, dort haben wir bei einmal verschwunden, wenn Gott hat ihn wahrgenommen. Und so wird es sein, wenn Gott die Kirche wahrgenommen wird. Bei einmal, weil wir verschwunden sind. Weißt du, einmal habe ich gedacht, die News, wo die Welt dort wird versuchen zu drehen, dass nu sind bei einmal Millionen Menschen fort. CNN, I don't know. Und so, Gott hat ihn wahrgenommen. Der zweite ist Elia. Das sagt es in 2. Könige 2,11. Und als sie so wieder gehen und reden, sagen sie mit einmal in 4 Wellen, mit 4 Pier zwischen an, und Elia wird in den starken Wind abgenommen zum Himmel. Ich würde Ihnen tauroden, wenn ihr zu sind, oder nur die Kirche, nicht all die horchen an mich, okay? Aber nur die Kirche, lest mal wieder von hier. Lest mal noch Elisa sein Benehmen, als Elia sitzt am Himmel vor. Und ich recht den Hänger an und redet seine Kleider zwei. Ich wundere, wo wird es da gehen, was hier blieben? Ich will nicht utfingen. Der dritte ist Jesus selbst. In Apostelgeschichte 1 sagt er, und als er das gesagt hat, sahen sie dort, er voran abgehoben wird, in eine Welt, in einem Weg, dass sie ihm nicht mehr sein können. Und so Jesus selbst belebt es. Und er verteilte mit seinen Jüngern immer, so war ich. Und seine Jünger sahen ihn nicht mehr. Der vierte ist Johannes. In Offenbarung 4, Vers 1. Als das immer wir, check ich und sagt, du vor mir im Himmel eine der aufstehen. Und wenn Johannes hat dort hier die Kirchenzeit beschrieben, in die 7 Kirchen, ganz stark, Kapitel 3. In der Stimme, der ich euer hat, so als eine Trompete zu mir reden hier, seht, komm ab hierher. Und ich wollte wissen, was nur das passieren soll. Und so Johannes heißt auf der Insel Patmos, heißt in der Gefangenschaft, wenn sie ihn glauben, und du hast die Vision von Offenbarung, aber ich weiß nicht, ob Sie mal gedacht haben, dass ein langes Eng von Offenbarung wird von dem Himmel geschrieben. Er hat dort erst so geschrieben, dass Johannes erst bin im Thron Gottes in Sittua, wo sich dort alle entwickelt. Und so heißt ab diese Ehe, heißt dort bei Insel, Bad Kapitel 4, Vers 1, und einmal Puff, und zum Himmel. Und so dort ist ein Bild von der Entrückung.
Diese Feuer, was ich in Bad Zürich gewesen bin, sind alle in der Vergangenheit. Der nächste ist im Kommen. Und das ist die Kirche selbst. Das heißt es dit. Dann wo wir leben und gebleven sind, zugleich mit ihm auf der Wolken mitgenommen worden. Und das ist, wo wir noch lernen. Das ist die Kjast. Und so da weil wir sind, wenn Jesus seine Kirche kommt holen. Die Kjast, weet je, der junge Mann wie hier, 2000 Jahre zurück, und er macht einen Bund, er holt den Preis, er trinkt den Wein, er schickt das Geschenk, und nu leuven dat hij wat de bruid holen. Nu leuven nur dat Geschrei. Und weet je, bei einmal wordt er eine so laute Stimme sein, so rüsendes Wutter, so 10.000 mal 10.000 Engel, und so ein Blitz, so knallt, ein Gewitterschlag. Und dann wird Jesus kommen. Ich weiß nicht, was dir das geht, wenn du an das denkst, dass Jesus wird kommen. Hast du eine Freude? Oder hast du Angst? Jesus sagt es dir, lass dich nicht das Hort beanrühren. Und weißt du, wenn dein Hort nicht ruhig ist, und vielleicht hörst du mich von so, wenn dein Hort ist nicht ruhig, wenn du an das denkst, dann ist entweder du kannst nicht Erlösung verstehen, oder du hast Jesus noch nicht angenommen. Und vielleicht bist du hier nicht stark, aber die hast nicht wirklich Frieden. Dann kannst du von dir auch Frieden machen. So wenn du nicht in Hort lassen beanrühren, bleibt an Gott und bleibt an mich. Jesus redet zu seinen Jüngern, gerade vorher war ich vor. Dann sagt er, mein Vater sein Haus sind viele Wohnungen. Wenn er nicht so wie, wo die Kinder gesagt haben, ich gehe also hin, die in der Stadt reinzumerken. Und so weiter, haben wir hier, haben wir einen Bund, er trunk Wein, er schickt den Heiligen Geist, nun leben wir nur die Kjast. Und der Tag ist dichtbei. Und er sagt zu seinen Jüngern, ich gehe in die Stadt reinmerken. Und wenn ich kann, gehe, der Stadt für ihn reinmerken, wo ich zurückkomme, und die auch da annehmen, dass die da sind, wo ich sie. Halleluja zu der Kjast. Kann wir das noch einmal sagen? Alla top. Halleluja zu der Kjast. Amen. Da war wir sein, nicht so? Ziemlich Schafura, Dankeschön für die Erlösung. Dankeschön für diese Hoffnung. Das ist eine lebende Hoffnung, Herr, dass du uns holen. Und wir wollen von der Trubel in dieser Welt los sein. Und wir wollen bloß einfach hostig bei dir sein. Und er wird friedlich sein. So ein Frieden, das wir noch niemals belebt haben. Dankeschön.